Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Alchemy Podcast. Heute wieder ein Single Date mit der Madame Mystik, mit mir. Und ja, es gibt eine weitere Single Date Episode. Ich muss gestehen, Frau Freigeist war zwar heute da zu einem Café. Und wir hatten ganz viel zu besprechen und haben uns entschieden, dass wir keine Podcast-Aufnahme machen. Aber das ist ja auch nicht so wild. Dann mache ich nämlich ein Single-Date. Genau. Wir haben weitere Projekte besprochen und haben dem Raum gegeben. Und ja, auch das soll sein. Aber um das soll es heute gar nicht gehen, sondern ich möchte heute sehr gerne ein Reading machen. Die mich kennen, wissen, ich liebe Karten. Ich habe schon über 10 Kartendecks hergestellt, weil ich immer noch Sonderwünsche habe. Und ja, dann habe ich gefunden, wieso nicht einfach jetzt einmal noch für den Januar ein schönes Reading zu machen. Und ja, ich würde sagen, legen wir doch einfach los. Hey, was läuft bei dir? Viel zu viel und alles hinterst ab, Mann. Total shit happens. Ja, also ganz wichtig im Voraus. Ja, der Januar hat es natürlich auch in sich. Viele sind immer noch zwischen, ich sage jetzt 2025, 2026. Und es hängen einem die ein oder andere Geschichten hinten nach. Und darum habe ich gefunden, machen wir doch heute ein Reading. Ich werde jetzt auch gerade mischen. Ich habe gefunden, ich mische gerade mit euch zusammen aus oder mit dir zusammen aus, weil ich habe auch schon gehört, ich finde das nicht gut, wenn man nicht hört, wenn man gemischt und dann ist es irgendwie so einfach à la, wir hätten so getan, als hätte man irgendwie da ausgelegt. Da habe ich gefunden, okay, dann machen wir doch das gerade im Podcast selber. Und zwar, ganz, ganz wichtig, wir reden hier von einem kollektiven Januar-Reading. Das heisst so viel wie, nimm für dich raus, was für dich stimmig ist. Falls dich nichts anspricht, ist das nicht so wild. Vielleicht bist du dann beim nächsten Single-Date dabei. Und lass mich auch mega gerne wissen, vielleicht willst du mir einen Kommentar hinterlassen, ob du das cool gefunden hast, so Readings, ob ich das in Zukunft weiterhin machen soll. Genau, also ich bin jetzt gerade 36 Karten am Auslegen. Ich bin hier das grosse Blatt am machen. Das heisst, es gibt ein bisschen Stoff dann zum Erzählen. Genau, und es sieht schon super, super spannend aus. Genau, darum schauen wir jetzt zuerst einmal in Shit Happens rein und nachher in Shift Happens. Ich bin selber gespannt, was da alles so rauskommt. Ja, wunderbar, wunderbar. Das gehört halt dazu, dass man schnell ein bisschen warten muss, wie man hier gerade 1 zu 1 mischt und ausleitet. Aber das sieht sehr, sehr interessant aus. Wow, Hallöchen. Also, wir haben alle Karten, 36 Karten. Und ja, ich lege hier mit dem Lenormand für die es interessiert. Und zwar schauen wir als erstes einmal, vielleicht fühlen sich einige schon mal so ein bisschen angesprochen, weil das Hauptthema dieser Kartenlegung noch für Januar ist, du beschäftigst dich sehr viel in deinen Gedanken noch mit dem, was noch nicht ganz so läuft, wie es sollte. Also da kommt gerade wieder das Gefühl auf von 2025, vielleicht noch Sachen, die man vom alten Jahr mitgenommen hat, die einem noch so ein bisschen stagnieren. Und da sieht man halt wirklich, es wird viel darüber nachdenkt, wie könnte man das, was kann man, wie sollte man, was wäre wenn. Und was wir auch in dem Übertitelthema haben, ist natürlich die Stagnation selber. Also so zwischen ihnen das Gefühl haben, mein Gott, ich bin so im Stillstand, ich komme nicht fürchi. Ich sehe den Berg, ich will ihn erklimmen, aber welchen Weg soll ich gehen? Soll ich hier das kleine Weg gehen? Soll ich einfach nasengerade rauflaufen?
bin ich denn schneller am Ziel, weil es ein direkter Weg ist, oder soll ich vielleicht gleich ein bisschen den gemütlicheren Weg nehmen und kann einfach durchgehend den Weg laufen, oder einfach nur schnell. Also auch hier ganz wichtig für dich, falls du dich in dieser Situation befindest, der Weg ist das Ziel und nicht das Ziel selber. Und manchmal scheinen Wege so, als das wäre jetzt der kürzer und der einfacher Weg. Und oftmals ist es eben gar nicht so. Manchmal muss man ein bisschen ein Umweg machen und man ist schlussendlich, wenn man beide Wege vergleicht, sogar noch schneller unterwegs. Dann sicher auch noch, was dürfte zum Abschluss gebracht werden, falls du auch noch die Themen hast. Oh Gott, das sind doch einfach noch Sachen rum. Und ich weiss nicht ganz, irgendwie ist das immer noch so ein bisschen wie ein Sterbeprozess. Das ist vielleicht schon abgeschlossen, aber ja, ich vergleiche es immer mega gerne mit einer Beerdigung. Es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber es ist am besten erklärbar. Und zwar, nur weil etwas gestorben ist, heisst es noch nicht, dass es auf dem Tisch ist, sondern man sucht einen Sarg aus, man bringt es zu Grabe, man muss die Schaufel in die Hand nehmen, man muss es zuschaufeln, und das ist natürlich ein Prozess. Also nur weil etwas abgeschlossen ist, vielleicht final schon, heisst das noch lange nicht, dass man am Ziel ist, weil es geht ja dann noch weiter. Und natürlich, man will durchstarten. Also das Reading jetzt noch für den Januar ist sicher für die merken, ich bin viel in den Gedanken, was will ich anders machen, was stagniert mich, ich weiss manchmal nicht, welchen Weg das ich einschlagen soll. Es sind noch alte Sachen herum, wo ich quasi, sie sind zwar schon passiert, ich kann sie loslassen, aber irgendwie ist ja immer noch ein Prozess dahinter, weil man es zu Grabe tragen möchte. Und dann natürlich, ich will endlich durchstarten. Ich will endlich durchstarten. Und das ist natürlich, passt auch wieder mega gut zum 2025, 2026 von der Energie her, weil wir halt wirklich im 2025, falls du noch nicht reingehört hast, in der letzten Episode rede ich sogar von der Energie 25, 26, los sehr gerne noch rein. Im 25 haben wir die 9er Energie gehabt, die geheißen hat, aufräumen, komm in die Vollendung, lass los. Und jetzt sind wir in einer 1er Qualität, die natürlich heisst, los geht's, jetzt kannst du Gas geben. Aber es ist natürlich mega schwierig zum Gas geben, wenn man noch gewisse Altlasten vielleicht im Rucksack hat. Und natürlich symbolisch auch immer mega spannend zu sehen, oder? Ich meine, wir gehen ja auch wandern auf der Berg mit einem Rucksack, und wenn der schwer ist, dann ist natürlich ein Vorankommen relativ schwierig. Und da sieht man wirklich, das ist eine Energie von, ich sage jetzt fast 3 Karten, die eher so ein bisschen stagnierend und ich weiss gerade nicht und mal schauen, und gleichzeitig will man loslegen. Und das Loslegen, kann ich dir jetzt schon sagen, ist vor allem so ein bisschen das, weil man die ganze Zeit in den Gedanken ist. Also in den Gedanken von, wie soll ich will zwar loslegen, aber ich kann nicht, und das kann nicht hat damit zu tun, weil man einfach zu fest immer nur am drüber sinnieren ist mit ja, was wäre wenn und welcher Weg ist besser und warum und wieso und weshalb, weil Gedanken sind passiv. Und Gedanken, die sind natürlich, wie soll ich sagen, anhand von Erfahrungswerten, wo sich ein Bild erschafft. Also Erfahrungswert, ja, das, was du erlebt hast, formt ja auch deine Gedanken, und je nach Gedankengut hat man dann das Gefühl, oh nein, das ist vielleicht nicht so sinnvoll, weil ich habe ja mal die Erfahrung gemacht, dass das dann schwieriger ist. Ja, und es ist auch passiv. Das heisst, man kann nicht loslegen, weil man immer nur in den Gedanken ist und nicht in der Abhandlung. Also auch deine Gedanken können nicht immer alle Antworten liefern. Und dort ganz wichtig, es geht manchmal nicht darum, um jetzt einfach durchzusprinten und einen perfekten Plan zu haben. Das spielt doch gar keine Rolle. Sondern mach doch mal einen kleinen Schritt und buxier dich, auf Deutsch gesagt, einmal in die aktive Energie hinein. Und schau doch einmal, was macht das mit dir? Wie fühlt sich das an? Fühlt sich das gut an? Fühlt sich das schlecht an? Weil das Schöne ist schon, wir können ja immer wieder einen Richtungswechsel vornehmen. Und ja, viele Wege führen nach Rom. Vielleicht musst du 2, 3 Strössli einen Umweg machen, aber das ist ja auch nicht so wild. Das ist wirklich nicht so wild. Das
Das Problem, das wir Menschen haben, ist halt wirklich, dass wir leider Gottes viel am drüber sinnieren sind. Der forschende Verstand wägt Möglichkeiten ab. Und dann können wir gerne in einen Gedankenstrudel oder wie ich immer so schön sage, in einen Waschmaschineneffekt, der natürlich veranlasst, dass wir immer nur passiv in den Gedanken drin sind und nicht aktiv werden. Also, es geht nicht darum, gerade einen perfekten Plan zu haben, sondern vielleicht sich einmal in eine Situation hineinzuschicken. Das heisst, irgendwo ein bisschen aktiv zu werden, mal zu schauen und eben vielleicht auch das Gedankenkarussell, das du hast, die Möglichkeit vielleicht auch mal wirklich spüren zu können, physisch, weil du auch aktiv wirst. So, das ist natürlich mega, mega wichtig. Jetzt schauen wir aber auch noch, was da in diesen Gedanken herumsurrt. Und da sieht man, da will etwas Neues erlebt werden. Man will quasi wie eine Neugeburt und die grosse Angst von, ja, aber ich will ja, dass dann alles perfekt ist. Wenn ich etwas Neues anfange oder wenn ich jetzt einen Schritt mache, es muss perfekt sein. Und welcome! Da sind wir wieder im Leistungsdruck. Wieso muss denn immer alles perfekt sein? Es geht ja nur darum, dass wir uns bewegen und mit einem Flow gehen. Also darum nehmen wir einen kleinen Appell, los uns mega gerne an die letzte Episode, weil ich dort auch so ein bisschen davon erzähle, gegen den Strom schwimmen oder mit dem Strom mitgehen, in einen eigenen Lebensflow hineingehen. Und das ist natürlich schon der Leistungsdruck, wo man das Gefühl hat, ja, aber wenn ich jetzt etwas mache und will ich ja loslegen will und den Drang wirklich dazu habe, ich will alles perfekt machen. Und das Spannende ist schon, manchmal darf es gar nicht perfekt laufen, weil es ist auch wieder ein Erfahrungswert. Also wir bewerten es ja mit negativ oder positiv. Es gibt ja im Grunde genommen kein Negativ oder kein Positiv. Es gibt nur einen Ist-Zustand. Und du kannst einen Ist-Zustand nehmen und der 1000 Leute zeigen und 500 Leute sagen, ich finde es gut und 500 Leute sagen, es ist schlecht, es ist negativ. Oder? Und da sehen wir, dass das auch nur einfach eine Bewertungssache ist. Also sei nicht streng mit dir selber. Du musst nicht alles perfekt machen. Und das macht es ja auch menschlich und das macht es individuell. Und dann geht man halt eben auch nicht mit dem Kopf mit dem Schritt, sondern man lässt sich eben ein Stück weit ja auch führen. Und wir wissen alle, wenn wir uns in eine Führung hineingeben, dann ist es natürlich so, dass wir auch viel freier sind, offen sind und auch nicht die Angst oder die Panik in uns drin haben von Leistungsdruck. Es muss jetzt alles perfekt laufen, weil wenn wir natürlich die Angst haben, ziehen wir ja das auch ins Feld. Und wenn du freier gehst, dann sieht das natürlich ganz, ganz anders aus. Genau. Sehr interessant. Was bringt denn da auch noch so ein bisschen das Bergthema? Das nimmt mich jetzt auch ein Wunder. Vertraue mehr deiner Intuition. Vertraue mehr deiner Intuition. Schau die Zeichen vom Leben an. Und das können vielleicht im ersten Moment Bagatellenzeichen sein. Ständig der gleiche Vogel, der dir begegnet. Dann geh doch mal nachschauen, was bedeutet überhaupt energetisch der Vogel? Was trägt er für eine Energie in sich? Oder wenn dir ständig immer wieder das Gleiche begegnet oder ständig kommt immer das gleiche Lied im Radio. Jedes Mal, wenn du Radio einstellst, läuft das Lied. Dann geh doch mal schauen, was ist der Songtext? Was will überhaupt das Lied mir mitteilen? Also vertraue deiner Sensitivität, deiner Superkraft, deiner Anbindung. Weil wenn du dort wieder mehr in die Verknüpfung, in die Urkraft, und ich meine alles, was mit Sensitivität zu tun, das ist in unsere Hellsinn anknüpft. Hell fühlen, hell hören, hell schmecken, hell wissen und so weiter und so fort. Dann weisst du ganz genau, welchen Weg das du nimmst, welcher Schritt wie aussieht auf der Berg rauf. Und je nachdem zeigen sie dir auch, oh, schau, da ist noch etwas im Rucksack, das darfst du im Fall noch rausnehmen. Also vertrau dort mehr in deine Superkraft. Das ist unglaublich wichtig, weil je weniger du vertraust und je mehr du in den Gedanken bist, desto grösser erscheint der Berg zum Erklimmen. Und
wenn du dort dich einfach wieder hingehst, dann gehst du in den Lebensfluss. Und du fängst auch an mit diesen Zeichen, die du bekommst, oder Zufälle, den kosmisch-komischen Zufall, die dir begegnen. Und die werden dir begegnen. Die Frage ist nur, siehst du die überhaupt? Nimmst du dir überhaupt wahr, weil du völlig in einem anderen Modus drin bist? Und das ist ja mega schade, weil wir kennen es, glaube ich, alle, irgendwie, die Kacke ist am Dampfen und wir finden, hey, liebe Geist gewählt, schicken uns Zeichen und dann schicken sie uns Zeichen und wir nehmen es nicht einmal vor. Weil wir einfach so im Kopf sind, so in dem physischen Game. Und ich meine, alles, was die sensitive Superkraft anbelangt, ist jenseits von der Physis. Also, das ist weg vom Körperlichen, es ist weg vom Ratio oder vom Verstand. Genau. Und das ist auch so das, was da gibt es noch so ganz eine lustige Kombination, weil man sieht auch hier wieder, es ist so ein Ping-Pong zwischen, ich will zwar mit der Sensitivität arbeiten, ich will Zeichen wahrnehmen, aber ich will auch loslegen. Und auch die Ungeduld sein, nicht ungeduldig, es kommt alles zu seiner Zeit. Es hat alles seine Daseinsberechtigung. Und wir können nicht am Gras ziehen, dass es schneller wächst. Und wir machen das, also wir haben manchmal das Gefühl, wenn wir rational in etwas reingehen, dass wir quasi wie das Gras verlängern können. Aber im Grunde genommen, wir rupfen es halt eben nur ab. Also es ist ja kontraproduktiv. Genau, also sehr, sehr interessant. Wir schauen hier nach, was sind denn die Themen vom Loslassen. Wow, kein Wunder, das korrespondiert wieder mit dem wunderbaren Bergerklimmen. Auch hier sieht man wieder, hallo. Also es ist wirklich so, man will wie, ich mache jetzt eine plumpe Aussage, es ist so wie, ich mag jetzt meinen Rucksack wegschmeißen, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich habe jetzt genug tun. Wieso muss ich jetzt nehmen, wieso muss ich noch warten, wieso kann es jetzt nicht sofort? Ja, das ist halt eben genau das, wo der Prozess, das alles zu Grabe tragen, halt eben verlängert, weil dann der Sarg zum Beispiel nicht gerade verfügbar ist, wo du ausgewählt hast, dann hat es gar keinen Platz auf dem Friedhof, wo du das gerne möchtest beerdigen. Darum komm dort wieder ins Vertrauen und in die Geduld, weil alles, was Ungeduld ist, ist halt immer kopfgeneriert. Weil wenn du im Vertrauen bist, dann weißt du, alles hat seine Daseinsberechtigung und du gehst wieder mit deinem Lebensfluss. Was natürlich sehr, sehr schön ist und dann geht es dir auch ringer und besser und dann merkst du, es ist nicht mehr ein Berg, es ist wow, ich darf eine Wanderung machen, es ist ein Ausflug, wow, wie cool, und wenn ich hier oben angekommen bin, dann habe ich sogar noch einen coolen Ausblick, wow. Und jetzt ist nur so, oh Gott, der Berg. Und wenn du dort in den Flow reinkommst und wieder ins Vertrauen, dann ist es eben nicht nur einfach der Berg, dann ist es, wow, ich darf einen Ausflug machen, so cool, hey. Und ich darf nach einem wunderschönen Ausblick geniessen und darf vielleicht auch spannende Sachen entdecken auf dem Weg dort rauf. Vielleicht irgendeinen schönen Baum, eine lustige Wurzel, vielleicht begegnet er währenddessen irgendwie so ein Waldgeist, ein Zwerg oder was auch immer und mich ist fasziniert und findet es einfach schön. Genau. Ja, was wir aber auch im Inneren von dem Ganzen sehen, ist, es geht ganz, ganz fest um Wachstum. Also man will nicht halt einfach nur so ein bisschen etwas machen, sondern man will halt wirklich etwas wachsen lassen, quasi wie ein starker Baum. Man will nicht mehr so Kompromiss machen, man will nichts Halbes, man will dann halt eben die volle Kanne. Und das ist auch richtig, man soll das auch für sich wählen, weil das hat auch mit dem Selbstwert zu tun. Nur die Frage ist, wie handelt man das? Handelt man es in einer Leichtigkeit und geht mit dem Flow und im Vertrauen und im eigenen Lebensfluss und lässt sich auch führen und lässt auch auf Zeichen? Oder geht man einfach völlig mit der Ratio rein und findet, hey, genau so muss es sein und nichts anderes?
Genau, das sieht man hier also wirklich sehr, sehr gut. Und es ist auch spannend, weil man sieht, das sind immer wieder kleine, glückliche Momente, die rum sind. Also sprich, es kommen immer wieder so gute Gegebenheiten, aber so schnell wie sie kommen, gehen sie halt auch wieder. Und die Frage ist halt auch dort wieder, kannst du auch die kleinen Momente geniessen? Weil, ja, wenn man vielleicht die kleinen, schönen Momente nicht sieht, wieso sollten denn grosse kommen? Weil viele kleine geben ja auch etwas Grosses, Ganzes. Und natürlich jetzt quasi wie ein neues Kapitel eröffnen zu dürfen ich sage jetzt mal, in seinem Lebensbuch. Quasi, man hat den Schlüssel in der Hand, man will jetzt ein neues Buch, will man jetzt schreiben, im 2026, von seinem eigenen Leben und will loslegen, aber irgendwie hängt man noch in dem 2025er Buch rum. Und irgendwie sieht man das Schlüsselloch auch nicht von dem Buch vom 2026. Genau. Also man merkt, man will wirklich, man will grossartig sein, man will eintauchen, man will loslegen, man will etwas Grosses kreieren, aber eben, es ist so ein bisschen das, die Ungeduld. Die Ungeduld. Ja. Und für die einen wird es jetzt wahrscheinlich zutreffen, die Aussage sicher nicht für alle, aber es ist so, ich weiss, ich sollte mehr auf meine Intuition und auf meine Anbindung und auf die Zeichen hören, aber ich kann nicht. Oder es geht nicht. Ich weiss, ich sollte, aber ich tue es zu wenig. Dann ist das sicher ein Appell an dich, um dort einfach wieder mehr Raum zu nehmen für deine sensitive Superkraft und wirklich mehr Me-Times zu machen, mehr in der Stille, nicht in der Stille mit dem Kopf, sondern einfach für dich wieder mal Me-Time, einen guten Tee, vielleicht Gedanken aufschreiben, Träume aufschreiben, was dir so begegnet, was du fühlst und so weiter und so fort, weil so kommst du wieder in Kontakt mit dir selber. Und da ist sicher eine kleine Gruppe dabei, die sagt, ich weiss, ich sollte mehr drauf los, aber ich mache es nicht, weil der Kopf halt einfach zu laut ist oder das Gedankenkarussell immer wieder läuft. Genau. Ja, was ich auch sehe, da kommt irgendwie etwas Plötzliches, ganz spannend, auf dich zu. Etwas Liebevolles, also sei gespannt drauf. Für die Singles sind, könnte da ein ganz liebevoller Herr auch plötzlich dort stehen. Entweder, wo du schon kennst, oder vielleicht begegnet dir jemand, wo du findest, wow, der verzaubert mich. Wow, ist das jetzt ist sehr magisch oder charismatisch, sehr interessant. Auf jeden Fall auch für die in einer Partnerschaft sind, kann natürlich auch der Partner auf einem zukommen. Es kann aber auch sein, dass einfach etwas ganz, ganz Aktives ist. Wenn du sehr eine männliche Energie, dass da wirklich etwas auf dich im Januar noch zukommen kann, wo du vielleicht auch schon lange darauf gewartet hast. Das kann vielleicht ein Jobangebot sein, weil Männlichkeit bedeutet aktiv, rational, verstandesbetont. Also lasst mich im Fall sehr gerne in den Kommentaren wissen. Ich bin immer gespannt, wie viel Bogen, was sich dort zum Teil so ergibt. Aber es ist sehr, sehr spannend. Also da kommt etwas ganz, ganz Tolles auf einem zu. Und das ist sehr plötzlich. Sehr, sehr plötzlich. Sehr, sehr spannend. Und das ist nicht einfach nur so, es ist schön, sondern es berührt dich. Es kann ein Herzenswunsch sein, der zum Beispiel sich in Erfüllung geht. Das kann aber auch einfach ein Moment sein, der dich unglaublich im Herzen beschenkt und berührt. Und da haben wir auch noch die Energie drin, so ein bisschen das Gefühl von, es ist wie wenn ich mein inneres Kind wieder spüre. Mein inneres Kind ist verspielt und das ist freudig und macht auch gerne mal, das flippt aus, wenn etwas Cooles ist oder wenn es einen Ballon überkommt. Und also es ist wirklich ganz, ganz eine schöne Energie. Ganz, ganz toll.
Für die vielleicht behördliche Themen haben, oder eben auch, ich sage jetzt, amtliche Sachen, Scheidungen oder allgemein so ich sage jetzt Themen, da kommt auf jeden Fall ein neuer Schwung rein, da kommt noch was, wir schauen gerade, mit was das korrespondiert, da kommt eine Nachricht, sehr gut, da kommt etwas in Gang und aber auch etwas, wo sich wirklich tief mag setzen. Also man kann sagen, es ist so, wie wenn man in einen sicheren Hafen einfährt. Ganz toll. Was dir sicher auch noch wird auffallen, ist, dass die ein oder anderen Gespräche noch ein bisschen geführt werden. Also, das heisst, vielleicht du auch noch Themen hast, wo du gerne dich möchtest austauschen mit anderen Leuten, das Gespräch suchst, vielleicht auch so ein bisschen eine Konfliktlösung, weil da sieht man schon auch so ein bisschen etwas, wo knagt. Falls du ein Thema hast, wo knagt, dann überleg doch vielleicht auch mal mit jemandem über das zu reden oder falls es sogar eine Person betrifft, das Gespräch aktiv zu suchen, um das zu bereinigen, um dort einfach das, was irgendwie so ein bisschen an einem rumknagt, dass man das einfach auch mal aus dem System rauslassen kann. Genau. Dann, was schauen wir denn hier an? Wir haben natürlich so viele wunderbare Karten hier. Ja, manchmal bist du ein bisschen unsicher, weil du das Gefühl hast, du guckerst so ein bisschen rum. Aber dort nur keine Panik, es geht nur darum, bleib im Vertrauen, bleib in der Geduld. Du musst dir so vorstellen, jetzt ist es gefühlt für dich vielleicht wie ein Segelbötli und ein Segelbötli, das wartet auf Wind und dann kommt einmal ein bisschen Wind und dann ist halt einfach mal eine Windperiode und dann läuft halt einfach nichts. Bring dich dort nicht in eine Unsicherheit, wenn es nicht immer gerade einfach alles so im Fluss ist. Also dort auch wieder, das sind immer Momente von so kleine Geduldsprüfungen, wo wichtig sind, wo man einfach auch wieder sagen darf, hey, ich bleibe im Vertrauen, ich bin angebunden, ich höre auf die Zeichen, eins ums andere, ich bin geführt, ich bin beschützt. Genau. Ja, dann, was haben wir da noch Wunderbares? Ja, für die noch so ein bisschen karmische Themen herumziehen, das kann natürlich jeglich sein. Karma ist immer ein grosses Thema. Sagen wir mal so schicksalshafte Sachen, wie zum Beispiel in Beziehungen, in Verträgen. Das kann aber auch Ahnenthemen sein, karmisch. Das kann Glaubensmuster sein. Auch hier kommt Klarheit rein. Und jetzt hockt mein Kater dort noch mit aufs Kartenblatt. Petra, willst du auch noch etwas sagen? Er findet das so toll, er hockt einmal mit aufs Kartenblatt. So lustig. Also, für die karmische Themen haben, wie gesagt, ein Thema, das kann aber auch mit Personen, mit Situationen sein, Sachen, die sich immer wieder... Und er hockt tatsächlich auf die Karma-Karte mit den Pfötchen. Ja, kein schon über. Jesus Gott, Petro. Hast du die Pfötchen auf der Karma-Karte? Hä? Also ihr seht, es ist völlig... es ist einfach, wie es ist. Hier. Wir gehen mit dem Flow, wir schneiden hier nichts schneiden oder irgendwie so. Wenn mein Kater das Gefühl hat, er müsse dabei sein, dann muss er dabei sein und dann ist das auch recht. Dann dürfte das so sein. Genau, und jetzt hockt er mit dem Füdli auf der Karma-Karte. Und er bringt mit dem Schwanz hier das ganze Kartenblatt durcheinander. Mein Lieber, danke vielmals. Also, Karma. Ich wiederhole noch einmal, excuse. Und zwar für die karmische Themen haben. So, damit ich wieder reinkomme und den Faden finde. Ahnenlinien, Familienthemen, Sachen, die sich immer wiederholen. Kommt Klarheit rein. Ganz, ganz wichtig. Die Klarheit kann kommen, wenn du dort ein Deep Diving auch
in die emotionale, tiefe Ebene begibst. Das heisst, wenn man dort halt wirklich sich reflektiert und Spiegelübungen macht, weil wenn man ja ein Thema hat und wir Menschen würden gerne so ein bisschen erzogen, so dass die Ego-Schiene oder das Ego-Konstrukt, weil alle anderen sind schuld, einem selber nicht, und es geht ja nicht darum, die Schuld bei dir zu suchen, sondern was will mir das mitteilen und wo trage ich dazu bei? Weil wenn du dich emotional mit dem auseinandersetzt, dann kann dort eine absolute Erfüllung und Klarheit reinkommen. Was natürlich bedeutet, dass man auch sehr viel lösen kann. Und aus diesen Loops, die immer wieder laufen, kann aussteigen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Aber dort ist halt eben auch wichtig, dass man ich mache jetzt vielleicht ein Beispiel. So, ich finde, Partnerschaften sind immer die besten Beispiele. Man hat jetzt vielleicht schon den 30. Narzisst an Land gezogen, ist mit dem in einer Partnerschaft. Man ist der Loop gelaufen, dass man einfach zum Beispiel immer das karmische Thema hat, dass man einfach in den Narzissten, in die Narzisstenbeziehungen reinläuft. So, dann bringt es nichts, wenn man sagt, okay, was macht er falsch und er ist ein Arsch und er ist ein Narzisst, sondern was will mir das sagen? Was trage ich dazu bei? Wo ist mein Muster? Und wenn du dort in die Emotionalität hineingehst, dann wirst du zum Beispiel merken, wie zum Beispiel, ich habe ein Thema von whatever, oder da ist vielleicht in der Kindheit, vielleicht ist der Papa auch ein Narzisst gewesen, et voilà, dann haben wir das natürlich, dann wissen wir, von wo das es kommt. Es geht aber nur, wenn du nicht rational reingehst, sondern wirklich auch emotional. Und dort wirklich auch diesen Gefühl hingehst und das genau unter die Lupe nimmst. Und jetzt ganz wichtig, dort haben wir natürlich den grossen Aspekt drin, dass, ich sage jetzt mal, die geistige Welt, das Universum, wie es du auch immer benennen willst, absolut unterstützt. Die ist da, die will helfen, die zeigt auch Hinweise. Und falls du Karma-Themen hast, dann will sie ja sagen, du musst gar nicht so weit suchen, sondern schau mal genau, wo spiegelt sich das Thema in deiner ganzen Nahrungskette wieder. Und da hat man wirklich auch die Hilfe, wenn man vor allem in Verbindung nach oben geht, wieder mit der sensitiven Superkraft schafft und auch die Gefühle dort zulässt. Genau, wunderbar. Wunderbar. Bei den einen können sich auch noch Entscheidungen eröffnen, was das Häusliche anbelangt, also das Privatleben. Und das kann natürlich jegliches sein. Wir schauen jetzt aber gerade nach. Okay. Sicher für viele auch noch so ein bisschen, okay, wo bin ich in meinem eigenen Haus oder in meiner eigenen Wohnung? Das kann zum Beispiel sein, wie platziert man sich? Wo ist man überhaupt platziert? Gerade wenn man vielleicht in einem Haushalt wohnt, mit Partner, mit Kind und so weiter und so fort. Wo ist deine Position und wo darfst du aufräumen? Wo dürfen vielleicht auch neue, ich sage jetzt fast schon Strategien reinkommen oder neue Konzepte? Ganz wichtig, was für dich stimmig ist. Also es geht jetzt nicht darum, mit dem Grind durch die Wand und ich will jetzt so und alle müssen es jetzt schlucken. Das nicht, weil wenn wir ja in einer höchsten Form sind von unseren Bedürfnissen und das in einer ganz freien Form, dann wird dort auch niemand benachteiligt. Also dann kann man miteinander kommunizieren, man kann das zum Ausdruck bringen und so weiter und so fort. Und dann kommen dort auch neue Konzepte rein, wie man das machen will, weil es wird da sicher das eine oder andere geben, das sagt, so wie es daheim funktioniert, das ist nicht mehr für mich eine Art Ruhepol oder ich bin nur am Segeln und tue für alle anderen. Das ist natürlich auch, man darf und muss für dich dort ein neues Konzept reinkommen. Kann aber auch sein, dass für die einen auch ein Thema ist mit Umzug. Also das heisst, irgendwie einen neuen Ort, auf Deutsch gesagt, neue heilige Halle,
Kann aber auch sein, dass man vielleicht gewisse Sachen mal loslassen sollte aus dem Daheim. Also sprich, ausmisten, falls im Keller weiss nicht, wie viel Warhort ist. Schau es an, mischt es aus, das sind Altlasten, da wären wir wieder beim Rucksack. Lass los. Und das bedeutet natürlich nicht nur im Keller, vielleicht schaust du auch mal in deiner Wohnung oder in deinem Haus, was habe ich alles für Altlasten. Das kann zum Beispiel sein, ein Foto von einem Ex-Freund an eine Domini, wo irgendwo rumstaubt, wo man gar nicht mehr weiss, dass man das hat, zum Beispiel. Es ist einem gar nicht dienlich und man ist vielleicht auch nicht so fein mit dem Mensch auseinander. Und dann schau das an, dann los doch los, weil du hast immer noch die Energie in deinem Schwingungsfeld drin, in deiner heiligen Halle, wo du dich sicher wohl und geborgen fühlen darfst und ja auch deine Kräfte schöpfst. Also auch dort. Unbedingt gut einmal beobachten. Hat man vielleicht auch noch Zeug, Gegenstände. Jetzt komme ich halt mit meinem magischen Gedusel, gell? Wie viele Gegenstände haben wir daheim, die nicht so toll sind, weil sie energetisch irgendwelche Behaftungen haben oder so. Also, für die einen wird das Sinn machen, für die einen wird ganz klar ein Signal kommen und sagen, ich weiss genau, von was ich rede. Lass dich dort führen. Du wirst das schon richtig rausspüren, was da wichtig ist. Genau. Was haben wir denn noch da drin? Ja. Bei den einen ist wahrscheinlich auch noch so ein bisschen das Thema, soll ich beruflich neue Wege gehen? Oder ich strebe es an, oder will ich das Leben lang machen, was ich jetzt mache? Das haben wir jetzt aber eher in der Zukunft liegen, nicht ganz präsent im Hier und Jetzt im Januar. Also falls du vor allem das Gefühl hast, mein Gott, also es ist immer gut, sich einmal zu fragen, würde ich das Leben lang machen, würde ich das die nächsten 100 Jahre gefühlt machen? Und wenn du ganz klar kannst sagen, nein, dann ist es sicher Zeit, um sich dort neu zu orientieren, weil wir haben da auch wieder ganz, ganz spannend, weil wir haben da auch eine Korrespondenz wieder mit dem Häuslichen, mit der Entscheidung, mit dem Weg und ja, vielleicht kann es sein, dass du vielleicht vor allem auch zügeln aus beruflicher Sicht, zum Beispiel, wenn wir es jetzt gerade vorher hatten, dass du sagst, mal, ich bin bereit, ich will alles los, ich will umziehen, weil ich vielleicht einen neuen Job habe, will näher dann an dem Job sein oder ich will zum Beispiel eine andere Wohnung oder ein anderes Haus, weil ich mich dort dann auch geschäftlich einrichten kann. Oder du willst vielleicht etwas dazu mieten, weil du dich selbstständig machst. Also das ist ein ganz weit und offenes Gebiet. Aber auf jeden Fall hier sicher ein kleiner Reminder, falls das im Januar jetzt ein paar Mal das Thema wird. Will ich das eigentlich das Leben lang machen? Das, was ich jetzt mache, und du spürst ein klares Nein, fang dich an mit dem Thema auseinandersetzen. Weil da ist halt auch immer wichtig, das, was wir im Alltag machen, je nachdem nehmen wir ja das auch mit heim. Also, ich glaube, jeder kann es nachvollziehen. Wenn du einen Job hast, der dich schlaucht bis an einen Tubak, dann kannst du das Privatleben und die heilige Halle daheim auch nicht geniessen. Und das ist doch ganz, ganz stark gekoppelt. Also frag dich vielleicht, falls du sagst, ich würde es noch gleich weiterhin machen, vielleicht auch mal die andere Frage. Wenn du deinen Job machst und heimgehst, kannst du nachher abstellen. Oder schläfst nachher das ganze Wochenende, weil du am Arsch bist fast depressiv und ausgeschlaucht, weil einfach der Job allein, ich meine, das ist unsere Tagesbeschäftigung. Und wenn du dann vergleichst, das Wochenende, das du hast, deine Freizeit in der heiligen Halle und den Job, den du machst, der außerhalb ist, ja, das ist dann halt schon wichtig. Ein Job nimmt so viel Zeit ein und du darfst Freude haben. Da kommen wir natürlich wieder zum Jahr, oder? Wir können jetzt loslegen. Wir haben so neue Konstellationen. Wir dürfen wieder mehr in das Bewusstsein hineinkommen, dass wir nicht nur einfach arbeiten und Geld verdienen, sondern
fang doch an wirken. Ich finde, Arbeiten und Arbeit finde ich so ein scheiß Wording. Es ist so, Entschuldigung, negativ zu Tod geritten. Weil Arbeiten und Wirken sind so zweierlei Paar Schuhe. Geh doch einmal mit dem Mindset rein, was würde ich tun, wenn ich einfach wirken könnte. Und sogar mit dem Wirken kann Geld verdienen. Und hey, das ist ja eine Win-Win-Situation, oder? Aber wir müssen dort in ein anderes Denken reinkommen, weil es gibt viel zu viele Menschen da draussen, die einen Brotjob machen und es macht sie krank. Sie verdienen vielleicht viel, aber schlussendlich das, was sie mehr verdienen, wo sie in einem anderen Job vielleicht nicht haben, wo sie aber glücklich machen würden, brauchen sie dann für irgendwie Antidepressiva, für irgendwelche OPs, weil sie sich zu Tod krüppeln. Mein Körper ist halt auch Verschleiß, oder? Also auch dort wirklich mal reingehen, darüber sinnieren, auch den Raum mal zu eröffnen. Will ich das überhaupt so machen, wie ich es bisher gemacht habe? Weil die Zeitqualitäten, die wir jetzt zur Verfügung haben, ab 2026, die sind bombastisch. Es geht darum, mehr ins Authentische hineinzukommen und sich zu zeigen und eben nicht nur das physische Game einfach zu spielen. Brotjob, ein bisschen scheffeln und weiss was, sondern wirklich in die Erfüllung hineinkommen. Darum haben wir ja auch das 9er-Jahr zur Vorbereitung gehabt. Um in die Vollkommenheit zu kommen, zum Aufräumen, dass wir jetzt durchstarten können. Genau. Und mein Kater schreit im Hintergrund. Das heisst, wir müssen jetzt hier leider Gottes langsam zum Ende kommen. Und zwar zum Abschluss. Fühl doch mal rein. Gang mehr mit dem Flow, gang raus aus dem Waschmaschineneffekt und immer alles zerdenken. Fang doch einfach mal an, Babyschritt machen, weil der Weg ist das Ziel und nicht das Ziel. Weil das, was auf dem Weg passiert, das ist unglaublich wichtig und das ist eine Reise. Und man kann die Reise auch geniessen. Und alles, was an Herausforderungen herum ist, ja, ich meine, an dem kannst du wachsen, wieder dein volles Potenzial rausholen, wieder heilen, Triggerpunkte wieder auflösen. Also einen richtigen Shift-Prozess zu machen. Einfach nicht zu fest in dem Kopf drin sein, weil du bist geführt, ob du daran glaubst oder nicht. Wir sind alle geführt. Nur die Frage ist, lassen wir es eben halt auch zu. Und ja, vielleicht weisst du, ich sollte mehr vertrauen, ich sollte mehr in meine Superkraft kommen und mehr meiner Intuition folgen, dann mach's. Nimm dir den Raum. Und es ist okay, wenn es nicht von Anfang an klappt. Das ist manchmal auch gut, wenn man einfach auch einmal im Kopf sagt, heb doch einfach mal das Maul, du hast gar nichts zu melden. Wir erlauben uns das gar nicht. Dass wir auch einmal im Kopf widersprechen und mal laut aussprechen. Und das muss ich auch regelmäßig machen, wenn mein Kopf einschaltet. Sage ich auch nicht. Holt dein Goschen und frisst dein Suppen. Ganz einfach. Und weil wir uns das schon erlauben, drücken wir dort zwischen ihnen einfach mal den Stoppknopf von dem Waschmaschinenprogramm. Und ja, vielleicht schaltet er sich wieder ein. Aber irgendwann ist es automatisch, dass man nicht mehr dem Kopf entgegensprechen, sondern er wird ruhiger. Es kommt eine Harmonie, eine Balance zwischen Kopf und Gefühl und ich sage dem Feinstofflichen und dem Physischen von uns. Genau. Also da warten wirklich wunderbare Sachen im Januar auf dich. Lass mich mega gerne wissen in den Kommentaren, ob ich in Zukunft diese Folgen mehr machen soll. Hat es dir gefallen? Dann würde ich mich natürlich über ein Abo freuen und natürlich eine Bewertung vom Podcast. Falls du ein sensitives Thema hast und überfordert bist, dann lade ich dich mega herzlich zu der Academy ein. Du findest jetzt ganz neu in der academy.ch mein Sensitiv-Shift-Programm, das ich dich an die Hand nehme, um halt eben nicht mehr überfordert zu sein mit deiner Wahrnehmung und dass du dort einen super tollen Shift machen kannst, um in deine Superkraft hineinzukommen.
Genau. Und mit diesen Worten möchte ich gerne das Reading schliessen. Ich wünsche dir einen wundervollen Januar. Lass dich einfach keinen fliessen lassen, nicht zu viel zerdenken und vor allem vertraue darauf, dass du geführt bist. Und somit bis zum nächsten Mal.